Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, der ist voll Dank. Das ist voll Dank. Ich weiß nicht, wie es eurem Herz geht. Ist es so? Ja, es gibt ein paar Leute, die den Kopf nicken, ja. Aber in unserer Geschichte, wo wir drin sind, dort ist es dieser Frau. Wie hat sie jetzt schon wieder geheißen? Königin Jael? Nein, nur das... Esther! Ist es dieser Königin Esther überhaupt nicht ums Jubeln gewesen? Eben, der Haman, der hat einen bösen Plan geschmiedet und hat das ganze Volk ausrotten. Und dann hat von dem Esther etwas mitbekommen. Das hat ja Kriegel schon in seiner Predigt ausgeführt, dass die gute Königin wahrscheinlich mit ihrer Krone, wie lange und wie viel das sie die angehabt hat, wissen wir ja nicht, dass die gar nichts davon mitbekommen hat. Die ist in ihrem Palast gehockt und hat nicht gewusst, was abläuft. Aber dann hat ihr Onkel, der Mordechai, ihr eben Bescheid geben. Und er fragt, und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Das ist im Buch Esther, im 4. Kapitel, der 14. Vers, der 2. Teil. Das hat der Adi ausgesucht für unseren Abschluss dieser Kampagne. Und die Zeitung gelesen haben, Berner Oberländer, lesen ihr das? Es ist leider im Altpapier, unsere Kinder haben Ämtchen gemacht. Ich habe es nicht mehr gefunden. Es hat ein Bild drin auf der Rückseite von jüdischen Männern, die ein bisschen verstrubbelt, verpennt und auch ein bisschen zu auf einem Bänkchen gehockt sind. Nach welchem Fest? Ja, genau. Wir haben es angeschaut mit unseren Kindern und gesagt, schaut, es ist so. Das Purimfest wird wirklich immer noch gefeiert. Am 6. März hat das Volk oder ganz Israel eine grosse Party gehabt. Und wer im Internet schaut, also ich glaube, die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht dort, warum wir Purimfest feiern. Wir schon. Weil eben die Esther unter Einsatz von ihrem Leben das jüdische Volk vor Vernichtung gerettet hat. Der Mordechai hat die Antwort überbringen lassen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Und die von den Kindern, die gerne wettet, dürften jetzt vorkommen und dürften eine Krone ausmalen. Und die keine Krone brauchen, die können auch eine Prinzessin oder einen Ritter ausmalen. Und beim Noah hat es noch Glitterstift, die behalten wir in der Obhut vom Noah. Und die Glitter brauchen, dürfen dann zum Noah und er kann Glitter drauf tun, wenn er fertig ausgemalt hat. Ist das gut? Die königliche Würde, eine Krone, die rettet deine Haut nicht. Auch wenn du das Gefühl hast, du sagst etwas Besonderes. Das ist die Ausgangslage der Königin Esther. Und sie hat sich entschieden, dass sie proaktiv, habt ihr das Wort auch schon gehört, proaktiv, ihr Leben einsetzt, damit eben ihr Volk gerettet werden kann. Sie will zum König gehen, ungerufen, und sie hätte auf der Stelle ermordet werden. Wir haben zum Eingang gesehen, eine Königin gespielt von der Jael. Und die Königin, ich glaube, das kann man sagen, die hat einfach etwas gekannt. Ich bin Königin. Und weil ich Königin bin, müsst ihr folgen. Ihr müsst mir dienen. Und als Königin, da hat man den ganzen Hofstaat für sich, oder?
Alles dreht sich doch darum, dass es dem König gut geht. Ich bin der König und alle anderen, die anderen, die sollen mir dienen. Das ist doch das, was klar ist. Und manchmal kommt es dann auch noch so, dass man sagt, ja, ich bin schließlich von Gott eingesetzter König. So geht es darum, dass es im Endeffekt Hauptsache für mich stimmt. Das ist die Ausgangslage von dieser Königin, die Jael selbstverständlich übertrieben dargestellt theatert hat. Egozentrisch eingebildet. Die anderen sollen etwas für mich tun. Bei Königin Esther aber ist ein Gesinnungswandel passiert. Sie hat gemerkt, die anderen und ich, wir sind in Gefahr. Wir brauchen Hilfe. Der wird nicht erwähnt, namentlich im Buch Esther, aber indirekt schon. Die Königin Esther hat begriffen, was sie für andere tun kann. Sie hat den Ernst der Lage begriffen und hat angefangen zu reagieren. Sie ruft die Juden auf, sich zu versammeln, zu fasten und ich denke auch zu beten. Es wird einfach nicht genannt. 3 Tage und 3 Nächte. Sie hat den König kennt, der Oberste, der Gott vom Abraham, vom Isaak und vom Jakob. Und sie hat gewusst, dass sie als Königin in dem Fall allein nicht helfen kann. Aber sie hat ihres Ich unter Gottes Schutz gestellt und ist so mutig gewesen, zum rausgehen, zu dem König zu gehen, für ein ganzes Volk, für die anderen. Die Esther hat nicht weggeschaut, sondern sie hat sich brauchen lassen. Sie hat ihres Ich dem Gott untergeordnet und ist eine Dienerin geworden. Auch im Neuen Testament finden wir ein ähnliches Muster. Dort gibt es 2 Männer, der Jakobus und der Johannes, die Söhne von Zebedäus. Die wollen vor allem, was sie, die Geschichte kennen? Vordrand! Ich wette im Himmelreich dann rechts oder links am Tisch sitzen. Ich wette das. Und manchmal, ganz ehrlich, könnte man auch für das Judith einfügen. Ich wette das. Und die 2 haben ja gebittet und dann sind die anderen Jünger eifersüchtig geworden. Ich könnte dann nachlesen im Markus-Evangelium 10 ab Vers 35. Und Jesus ruft sie zu sich und erinnert sie daran, dass die Herrscher der Welt, die tun ihren Völkern Gewalt an, um sie niedrig zu behalten. So soll es aber unter den anderen, unter uns, unter denen, die mit Gott unterwegs sind, so soll es bei uns nicht sein. Unser Ich. Unser Ich soll sich Gott unterordnen. Wer gross will sein, soll ein Diener werden. Und so heißt es,
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist der Auftrag, wo Jesus gesehen hat. Sie's, ich, hat er proaktiv. Das Ding vergessen. So. Hat er ans Kreuz gegeben. Er hätte nicht müssen, aber er hat es gemacht für uns. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. An das denken wir an Ostern. Und über die Parallelen zwischen der Königin Esther und Jesus wird uns dann die Miriam Kaufmann-Schad im Bibelintensiv noch mehr davon zu erzählen. Heute wollen wir mitnehmen. Du lebst nicht umsonst, so wie Königin Esther. Wenn du Gott fragst, wie kann ich anderen und Gott dienen? Ich möchte dich ermutigen, frag, für was lebst du? Was würdest du als Antwort geben? Für was lebst du? Und wie kannst du Gott und den Menschen dienen? Amen.